Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es auch mal um die Zero Waste Rasur. Ich bin nämlich umgestiegen auf einen klassischen Hobel. Und zwar Rasur, werde ich heute machen, 2 Tagesbad mit meinem Nobelisk. Ja, Butterfly Öffnung. Und das Ganze werde ich machen mit einer Astra Grün Rasierklinge, zweimal benutzt. Also ich bin sehr zufrieden mit diesen Rasierklingen. Also wie gesagt, zweimal benutzt. Also die kommt ganz normal hier rein. Und dann drehen wir zu. Das passt wunderbar. Ich habe geduscht, alles ist schon soweit eingeweicht. Ich mache aber das nochmal kurz. Ich bin umgestiegen auf die klassische Rasur, weil ich einfach auf Plastik total verzichten will. Und somit habe ich mich entschieden, mich mit klassischen Rasierhobel zu beschäftigen. Und die Einwegrasierer, den Plastikmüll, habe ich verbannt. Das Ganze mache ich mit einer sehr guten Cedarwood Rasiercreme, kommt aus England. Die werde jetzt dann im Waschbecken füllen. Ich habe einen stinknormalen Supermarkt Rasierpinsel, synthetischer von Balea-Men. Den werde ich jetzt kurz einweichen ins Wasser. Und dann habe ich Rasieröl, auch von bekannten Laden mit die 2 Buchstaben. Und da werden wir jetzt kurz, der Duft ist herrlich. Also ich liebe dieses Rasieröl. Dann werden die Poren richtig geöffnet und die Barthaare stehen wunderbar hoch. Ja, das lassen wir jetzt 2-3 Minuten ziehen. In dieser Zeit, ja, zum Abschluss nehmen wir die Nivea Aftershave Balsam. Sehr mild für empfindliche Haut. Ich habe es ja nicht so oft gemacht. Und in der Not gibt es immer noch den Störtebeker Launstein. Bei Blutungen hoffen wir es nicht. Oder das Axe X Aftershave. Dann würde ich sagen, ich tue jetzt den Rasierschaum, Pinsel, den Tropfen ein bisschen ab. Und dann werden wir mal ein bisschen Creme rausholen. Ja, das dürfte reichen. Und in meine heißgeliebte selbstgetüpferte Tonschale. Da mal ein paar Spritzer Wasser rein. So. Und dann schlagen wir mal das Ganze richtig schön auf. Hoffe, man kann das hier sehen. Die klassische Rasur hat den Vorteil, seitdem habe ich keinen Rasurbrand mehr, keine roten Pickel und
Der Duft ist einfach hervorragend von dieser Rasiercreme. Ja, geht wunderbar. Kann ein paar Tropfen Wasser vertragen. Einfach so reintropfen. Und weiter geht's. Also wie gesagt, ist eine sehr gute Rasiercreme. Sind glaube ich 150 Gramm drin. Der Duft ist ausgezeichnet. Und das Öl ist jetzt gut eingezogen. Und dann würde ich sagen, da werde jetzt einmal das Ganze ein bisschen einpitzeln. Der Pinsel ist nicht teuer, aber am liebsten nehme ich schon mal ein Dachshaar. Lässt sich sehr gut aufschäumen. Ja, die Einwegrasur, ob da 3 Klingen oder 5 Klingen drin sind, bin ich persönlich überhaupt nicht begeistert. Rasurbrand, Wegwerfmüll ohne Ende. Und ich habe festgestellt, mit der klassischen Rasierer Nobelisk, ich habe noch einen Mühle R49 oder wie der heißt, und heute nehmen wir den Nobelisk her. Und mein erster Rasierer war dieser Wilkinson Armfängerhobel. Dann würde ich sagen, wir probieren es aus. Hobel ist gut zu, Klinge ist gerade drin, liegt sehr gut in der Hand. Also ich muss sagen, ein schöner Hobel für wenig Geld und geht super. Dann machen wir die Klinge mal feucht. Dann würde ich sagen, erst die Fahrt, Mittenstrich, Bartstrich. Ich muss jetzt halt auch noch ein bisschen vorsichtig machen, weil so ewig lange mache ich es ja noch nicht. Aber bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Wichtig ist, überhaupt keinen Druck ausüben, nur die Klinge runtergleiten lassen und nicht drücken. Dann funktioniert das richtig schön glatt. Die Astra-Klingen sind sehr gut, die gefallen mir. Sehr gute Gleiteigenschaft.
Bei den Wangenknochen ist es wichtig, dass man da ein bisschen vorsichtig drüber fährt. Wichtig ist immer den Hobel zeitig auswaschen. So, das war's fürs Erste. Also, wir schreiben noch mal kurz ein. Bei der anderen Kamera ist leider der Akku leer geworden. Nee, die Speicherkarte war voll. Warum die voll war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich es nicht formatiert. Zweite Fahrt gegen den Strich. Die Creme ist echt. Die Creme ist echt der Hammer. Dann fangen wir wieder von unten an. Das ist bei mir die Wuchsrichtung dagegen. Richtig schön glatt. Arschglatt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wichtig ist, dass man den Hobel immer schön runterzieht und ja nicht quer. Sonst wird es ein Schlachtfest, das wollen wir ja nicht. Absolut top. Ja, ich denke mir, schön glatt, perfekt, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, hier haben wir das, machen wir Gesicht sauber und dann sehen wir uns wieder. Das Gesicht ist jetzt noch nass, mit kaltem Wasser. Immer mit kaltem Wasser waschen, damit die Poren wieder schließen. Und zur Not gehen wir mein Launstick drüber. Ja. Und dann ist das wirklich eine
hervorragende Rasur geworden. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Also mehr wäre genug, das war's. Und das Schöne ist bei dem Alleinstück einfach trocken machen. Dann kommt da wieder meine Schachtel rein. Sturtebäcker, geiler Stück. Das Rasieröl ist auch sehr empfehlenswert. Der Rasierhobel kommt Nobelisk in dieser schönen Aufbewahrungsbox mit Spiegel. Ja, für diesen Preis kann man nichts falsch machen. So, dann wasche ich mein Gesicht noch mal kurz ab, den Alarmstick nach ungefähr 20-30 Sekunden wascht man den wieder weg mit kaltem Wasser. Trocken tupfen. Einfach ein sehr geiles Ergebnis. Bin zufrieden. Aftershave Nivea. So. Ist nicht zu scharf, brennt nicht, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Arschglatt alles, wunderbar. So, das war's dann von meiner Seite her wieder. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, das war nur mal ein Video, vielleicht kommen noch mehr Rasiervideos. Ich habe ja noch ein Rasiermesser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bis zum nächsten Video und steigt um auf klassische Rasierer und lasst die Plastikmüll weg. Rasiergel, Rasierschaum, alles Mist, richtig selber aufschäumen und dann liegt nichts mehr im Weg. Also, habe die Ehre, macht es gut, Helmut, der Enkel vom Schmiede, bis zum nächsten Video.